6 Donnerstage der Fastenzeit, Gründonnerstag dann natürlich nicht mehr. Die Lesungen, die in der Osternacht aus dem Alten Testament gelesen werden, als Anstoß nehmen, einen Blick auf das eigene Leben zu werfen. Also den Versuch, mit theologischem und geistlichem Nachdenken etwas Nahrung zu geben für das eigene geistliche Leben in der Fastenzeit. Es sind 7 Texte, verschiedene Impulsgeber an den Donnerstagen und sind sehr dankbar, dass die intellektuellen und geistlichen Impulse gerahmt und interpretiert werden durch Musik. Es beginnt in der Osternacht die Lesung aus dem Buch Genesis, ganz am Anfang der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr und Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend, und es wurde Morgen, erster Tag. Dann sprach Gott, ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser vom Wasser. Gott machte also das Gewölbe und schied das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes, und so geschah es. Gott nannte das Gewölbe Himmel, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, zweiter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar wäre. So geschah es. Das Trockene nannte Gott Land, und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott sah, dass es gut war. Dann sprach Gott, das Land lasse junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen mit ihrem Samen darin. So geschah es. Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, dritter Tag. Dann sprach Gott, Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen. Sie sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde hinleuchten. Und so geschah es. Gott machte die beiden großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht, und das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne. Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit sie über die Erde hin leuchten, über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Dann sprach Gott, das Wasser wimmle von lebendigen Wesen, und Vögel sollen über dem Land am Himmelsgewölbe dahinfliegen. Gott schuf alle Arten von großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln. Gott sah, dass es gut war. Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer, und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. Es wurde Abend, es wurde Morgen, fünfter Tag. Dann sprach Gott, das Land bringe alle Arten von lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren, von den Tieren des Feldes. So geschah es. Gott machte alle Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle Arten von
sah, dass es gut war. Und dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Dann sprach Gott, hiermit übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zu Nahrung dienen. Allen Tieren des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe ich alle grünen Pflanzen zu Nahrung. So geschah es. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und es wurde Morgen, der 6. Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet und ihr ganzes Gefüge. Am 7. Tag vollendete Gott das Werk, das er geschaffen hatte, und er ruhte am 7. Tag, nachdem er sein ganzes Werk vollbracht hatte. Wort des lebendigen Gottes. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Wüst und wirr, Finsternis. Als die Deutschen 1939 Polen überfallen haben, hatten sie das Ziel, die gesamte Intelligenz des Landes zu ermorden. Wer studiert hatte, ob Apotheker, Pfarrer, Lehrer oder gar Professor, sollte ermordet werden, damit dieses Land Polen keine Zukunft haben. Bekanntlich haben die Deutschen dieses blutige Werk begonnen und zum Glück ist der Krieg anders verlaufen, als sie dachten. Ich erinnere daran, weil gemessen an diesem Vernichtungswerk die Verschleppung der Elite Israels im 6. Jahrhundert vor Christus durch die Babylonier geradezu harmlos anmutet. Aber auch hier ging es darum, es sollte eine ganze Nation vernichtet werden. Deswegen haben damals die Könige von Babylon praktisch die gesamte gebildete Elite Israels verschleppt, das berühmte babylonische Exil. In dieser Zeit ist der Text entstanden, den wir eben gehört haben. In dieser Zeit wurde er aufgeschrieben. Deswegen muss man sozusagen ein Schrecken wie in dieser Zeit, in der ein Volk erlebt, dass es vernichtet werden soll, mithören, um so einen Text zu verstehen. Vielleicht müssen wir deswegen jeder von uns jetzt mal suchen, wie wir eigentlich in eigene Finsterniserfahrung hinabsteigen, um diesen Text richtig zu verstehen. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Das Interessante ist, dass sich fast alle diese Texte der Bibel aus dem 1. bis 11. Kapitel im Buch Genesis genauso vom Thema her finden in den Erzählungen der Völker drumherum im Alten Orient. Und so haben auch die Menschen in Israel, so stelle ich mir das vor, gehört, solche alten Mythen und Geschichten und haben sie aufgenommen und erzählt und weitererzählt und steckt ja auch eine Ahnung über das Werden der Welt in diesen Erzählungen. Aber je mehr gläubige Menschen aus Israel das, was man sich so erzählt als Weltwissen, weitererzählt haben an ihre Kinder, merken sie, dass ihre eigene Erfahrung mit Gott und der Lebendigkeit des einen Gottes in den Geschichten, so wie sie gehört haben von anderen, nicht vorkommt.
Wenn dann jüdische Eltern ihren Kindern diese Mythen und Geschichten weitererzählen, dann fließt in dieses Erzählen etwas hinein aus der eigenen Glaubenserfahrung, aus der Erfahrung des lebendigen Gottes im Volk Israel. Und auf diese Weise geschieht das in der Transformation von Weltwissen aller Völker, was man halt so weiß, zu dem, was wir heute in der Bibel finden. Heute geht die Forschung ziemlich sicher davon aus, dass der Text aufgeschrieben wurde eben im babylonischen Exil, das heißt so 2500 Jahre vor unserer Zeit. Aber dass jemand das so aufschreiben kann, wie es wir heute lesen können, dahinter steckt ein Glaubensweg eines ganzen Volkes und einer Kultur. Und der Ausgang in Babylon, als es aufgeschrieben wurde, ist, wie gesagt, die Erfahrung von Unheil. Um den Text richtig auf sich wirken zu lassen, sollten wir hineingehen, dieses Unheil, wenn auch jede Erfahrung der Treue Gottes bringt. Die Erde war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut. Wenn Sie die Übersetzung von Martin Buber nehmen, wo von der Wucht des hebräischen Originals besser rüberkommt, die Erde war Irrsal und Wirrsal, Tohu Wabohu. Die Erde war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz. Lassen wir die Wucht dieser Worte ein wenig in uns wirken. Irrsal, Wirrsal, Finsternis. Sprache vermag Erinnerung zu wecken und Verdrängtes emporzuheben. Irrsal, Wirrsal, Finsternis. Wofür wir die meisten von uns wissen, dass weder die kosmischen noch die großen geschichtlichen Ereignisse sein, an denen gönnen wir halt so im Fernsehen. Syrien, ja, das liegt jetzt von der Grenze Europas irgendwo. Im Anteil Ukraine, ja, ist bei uns in Europa, aber letztlich doch genauso weit weg wie damals der Krieg in Jugoslawien. Das Chaos und das Morden und das Sterben, das dort stattfindet, ist uns fern. Irrsal, Wirrsal, Finsternis. Wahrscheinlich ganz andere Erfahrungen, in denen jeder Einzelne von uns das hier bedrohliche Chaos begegnet. Etwa, wenn die Existenzgrundlage entzogen wird, weil mit dem Arbeitsplatz auch alle sozialen Bezüge verloren gehen und Einsamkeit einzieht. Oder wenn bei einem Menschen mit dem Alter nicht, wie man denken sollte, Ruhe und Zufriedenheit kommt, sondern schleichende Angst bestimmt wird. Oder wenn ein Mensch entdecken muss, dass das Vertrauen und die Zuneigung, die er einem anderen entgegengebracht hat, enttäuscht und ausgenutzt wurde und von diesem nur dazu benutzt wurde, Gewalt auszuüben. Oder überhaupt für diejenigen, die diese Erfahrung machen mussten, wenn Gewalt und Überwältigung und Vergewaltigung erniedrigt und jedes Vertrauen in andere Menschen zu zerstören droht. Oder wenn eine medizinische Diagnose einen Menschen von jetzt auf gleich mit dem Leiden und dem nahen Tod konfrontiert.
Oder wenn gar der Tod selbst an die Tür klopft, sei es meinen geliebten Menschen zu holen, der doch ein Teil von meinem eigenen Leben war, sei es, dass auf einmal ich mit der Erfahrung eines nahen Todes konfrontiert werde, in dem mein eigener Lebensfaden abgeschnitten wird. Finsternis über Urwirbels Antlitz, solche Erfahrungen sind damit gemeint. Und vor allem dieses Gefühl und diese Gewissheit, dass Chaos und Finsternis aus sich keine Zukunft hervorbringt, dass die Finsternis dasteht wie ein schwarzes Loch, das alles in sich hineinsaugen und verschlingen will. Ich spreche nicht aus eigener Erfahrung, aber ich weiß, dass ich so etwas bislang noch nicht erfahren musste, weder erwartbar ist noch verdient. Das Glück, solche Finsternis nicht zu kennen, ist nicht selbstverständlich, ja, statistisch gesehen nicht erwartbar. Es ist ein Teil der Erfahrung der Menschen. Und das haben wir diese Reihe geistlicher Vorträge an den Donnerstagabenden in der Fastenzeit unter die Überschrift Révision de vie, den französischen Ausdruck gestellt. Der Ausdruck Révision de vie kommt aus Frankreich, aus einer spirituellen Tradition, auch der katholischen jungen Arbeiterschaft, wurde von ignatianischen Traditionen aufgenommen, denen auch die Jesuiten, Ignatius von Loyola, ihre Prägung verdanken. Und in dieser Tradition bedeutet Révision de vie, also auf Deutsch Leben neu anschauen, dass Lebenserfahrungen im Glauben neu angeschaut werden. Man findet den Ausdruck übrigens auch im französischen Katechismus, und im deutschen Katechismus ist dann übersetzt mit Überprüfung des eigenen Lebenswandels. Ja, das ist auch gemeint, aber Révision de vie ist zunächst einmal der geistliche Weg, eigene Lebenserfahrung anzuschauen. Das klingt leichter, als es ist, oder selbstverständlicher, als es ist, weil wirklich die Erfahrungen sozusagen gelassen und ruhig anzuschauen, braucht ein ganz gehöriges Maß an Vertrauen, dass da nicht irgendwo etwas am Abgrund ist, das mich verschlingt, wenn ich es zu genau anschaue. Révision de vie als ein solches geistliches Anschauen, das ist auch Erfahrungen gelten lassen und nicht so schnell bewerten oder Theorien darüber machen, nur um die Sachen wegzudrücken. Das ist, was wir versuchen hier mit den Vorträgen, mit der Musik, mit der Stille, das eigene Leben neu sehen lernen und so eine Revision uns neu anschauen zu unterziehen, indem wir die alttestamentlichen Lesungen aus der Osternacht hören und im Hören der Bibel Gott begegnen. Gott, der unsere Lebensgeschichte mit liebender Barmherzigkeit sieht, statt mit der Unbarmherzigkeit, mit der wir selbst häufig auf uns schauen. Das gilt besonders und an erster Stelle für die Finsternis in uns, das Chaos der Gefühle, der Beziehungen, das Chaos der Strukturen, die uns den frohen Atem nehmen und die Brust eng werden lassen. Das gilt auch für die Schuld, die andere auf uns geladen haben, ebenso wie die eigene Verstrickung in Schuld, in der wir tätig beteiligt sind. All das Finsternis. Aber im Anfang und im Grund der Welt, damit fängt das Buch Genesis an, ist eben nicht die Finsternis allein, sondern da ist Gottes Geist über den Wassern. Der erste Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über den Wassern. Also im Anfang und im Grunde ist nicht das Chaos, sondern Gott macht da etwas ganz Eigentümliches, was nur Gott macht. Er schafft Himmel und Erde. Er, der ohne Anfang und Ende ist, der will, dass es einen Anfang gebe für all das, was wir als unsere Welt kennen, die materielle Welt, die geistige Welt, himmlische und irdische Wirklichkeit. Gott will und bringt hervor, was unsere Welt ist. Das ist hier im Anfang und
nicht rein zeitlich. Am Anfang bedeutet, dass es um den inneren Grund von all dem geht, was unser Leben ausmacht und unsere Welt. Und das ist generell so in der Bibel, wenn die Bibel in Erzählungen etwas Vergangenes erinnert, dann darum, zu beschreiben und zu erklären und zu deuten und verständlich zu machen, was jetzt Wirklichkeit ist. Es geht bis hinein in die Feier der Sakramente. Wenn wir in der Eucharistie erinnern an das, was Jesus im Abendmahlsaal getan hat und das im Gebet zu Gott, dem Vater, sprechen, dann nicht um einer historischen Erinnerung willen, sondern um dessen Willen, was hier geschieht, was Gott hier Wirklichkeit werden lässt und Ereignis. So also im Anfang. Und ja, da steht, die Erde war wüst und wirr, da liegt eine Finsternis über der Urflut, diese Chaosfluten, die so bedrohlich erscheinen. Aber gleichzeitig ganz nah dran steht, Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Vielleicht ist es eine Beschreibung dessen, was Revision Divine heißen kann, nämlich sozusagen dieses Chaos meiner Seele anschauen und Gottes Geist darüber schweben lassen. Blick dafür zu öffnen, dass Gottes gutes Wollen im Anfang von allem ist. Und deswegen, weil es in allem gegenwärtig ist, auch Zukunft geben kann. Zukunft, wo es eben nicht nur um irgendwelche Turbomechanismen von Notwendigkeiten und Strukturen und das muss halt so sein geht, sondern eine Zukunft, die Gott geben kann. Wie erzählt ein glaubender Mensch über das Werden in der Welt, wo er die ganzen Mythen, Geschichten und Erzählungen kennt und weitererzählt? Wie erzählt man das jetzt gläubig? Die einzelnen Bausteine der Erzählung und Dichtung hier im Buch Genesis, die stammen aus anderen Überlieferungen. Aber wenn man hinschaut, wo ist eigentlich das Spezifische, wie es in Israel erzählt wird und wie es dann in unsere Bibel eingegangen ist, dann finde ich dort das Wort dreifach von der Scheidung. Gott scheidet das Licht von der Finsternis. Gott scheidet das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Und Gott nimmt Lichter am Himmelsgewölbe, um Tag und Nacht zu scheiden. Diese große Scheidung, Unterscheidung, könnte nüchtern genannt werden, Gott bringt Ordnung in das Chaos. Und das ist die Erfahrung des Gebetes. Wenn ich für mich alleine bleibe, passiert es schnell, dass mich einfach das überwältigt, was so an Einflüssen und Gedanken und Sorgen und weiß nicht, was mir durch den Kopf geht. Also dieses Wüste und Wirre in mir. Aber wenn ich mit denselben Erfahrungen, die eben noch Wüste und Wirre schienen, wie das Schweigen eines Gebetes gehe, also in eine Gegenwart des Gottes, der ich mir bewusst bin und die ich erfahren kann, dann merke ich, wie sich nicht nur im Kopf, sondern wie sich im Herzen die Dinge im guten Sinn des Wortes relativieren, also relativ werden, bezogen werden, nicht mehr überwältigen, sondern bezogen werden auf den Ursprung, das Ziel des Lebens. Das sind diese drei großen Scheidungen. Die erste Scheidung betrifft Licht und Finsternis. Sie kennen das, wenn es nicht klar ist, ob das jetzt Licht und Finsternis ist. Das ist wahrscheinlich eine der Dinge im Leben, die uns am meisten den Boden unter den Füßen wegziehen, wenn wir es nicht mehr wissen, ist es Licht, ist es Finsternis. Wie gut waren noch die guten alten Western, wo die Bösen einen schwarzen und die Guten einen weißen drauf hatten. Aber leider ist das Leben häufig viel komplizierter. Dazu kommt nach einer ganz alten spirituellen Erfahrung, ist es sogar so, dass häufig das, was in sich böse ist, weil es Menschen schadet, im Gewand des Lichtes auftritt. Es gibt ja eine zweite Schöpfungserzählung,
wieder mündet in den Garten Eden und die Geschichte von der Schlange und von dieser Versuchung der Schlange, die es schafft, diese Frucht ganz verlockend, lichtvoll aussehen zu lassen, wo sie in Wirklichkeit doch nur den Menschen von seinem Ursprung her trennt und den Hass und Gewalt und Verwirrung führt. Heißt, Gott trennt Licht von Finsternis. Das ist die Glaubenssache, die Gebetserfahrung, im Gebet die Dinge anzuschauen und zu schauen, was ist denn wirklich, was zu mehr Liebe führt? Was ist denn wirklich, was zu mehr Hoffnung und zu mehr Glauben führt? Und gerade das, was fromm daherkommt, ist nicht immer fromm, sondern es hilft, mit einem nüchternen Blick zu unterscheiden, Licht von Finsternis. Dann ist da die zweite Scheidung. Das heißt hier, das Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des Gewölbes. Das ist jetzt das altorientalische Weltbild, das ja eigentlich ganz naheliegend ist, wenn man aufs Meer schaut, das ist blau, und wenn ich den Himmel hochschaue, ist auch blau, also handelt es sich offensichtlich um Wasser, und deswegen die Vorstellung, dass sozusagen ein Lebensraum aufgespannt ist zwischen dem Wasser da oben und dem Wasser unten. Und sozusagen die Ufer, die also das Wasser der Ozeane, wenn es gut geht, von uns fernhalten und uns das Leben ermöglichen. Und ein Horizont, ein Gewölbe, das Gott gespannt hat, um das Wasser da oben fernzuhalten. Nur manchmal, da regnet es jetzt zum Glück und ein wenig durch und kommt Wasser von da oben herunter. Das so ungefähr ist die Vorstellung, die dahinter ist. Wenn also Gott jetzt das Wasser da oben und das Wasser unten voneinander scheidet und so einzig durch ein souveränes Wort trockenen, festen Boden werden lässt, es werde Land und fester Boden, dann sagt das, hier wo wir sind, ist Raum, wo wir leben können. Ja, in jedem Leben gibt es diese bedrohlichen Urfluten, aber entscheidend ist nicht, dass ich immer nach oben starre und denke, wann dieser Horizont über mich hineinbricht, sondern dass ich vertraue darauf, dass es einen Gott gibt, der uns zusagt, dass diese Fluten uns nicht vernichten, sondern dass Gott diese Welt trägt und hält. Es gibt einen ganz deutlichen Unterschied zwischen den heidnischen Mythen, wie Gott diese Welt trägt, und dem, wie die Bibel die Erfahrung Gottes schildert. Vielleicht haben Sie mal eine Figur gesehen, des Halbgottes Atlas, der trotz seiner immensen Muskeln fast zusammenbricht, weil er die Welt auf seinen Schultern trägt und damit ja auch ein Bild des Menschen ist, der meint, er müsse die Welt tragen. Und dann lesen wir hier, Gott sprach und es wacht. Für mich ist da hinten die Madonna von Klein Michel ein solches Bild dieses souveränen Gottes in dem Kind, das die Weltkugel auf eine so lässige Weise trägt, wie gut nur Gott diese Welt tragen kann. Und trotzdem habe ich keinen Augenblick die Sorge, dass er diese Welt fallen lässt. Und dann ist eine dritte Scheidung. Dort heißt es, Gott nimmt Lichter am Himmelsgewölbe, um Nacht und Tag zu scheiden. Das sind also zunächst einmal mit gemeint Mond und Sonne, aber dann eben auch die Vielzahl Sterne. Und wer kann sich das nicht skandalös genug vorstellen, wenn das damals so erzählt wurde, weil für die antike Welt waren natürlich da oben die Sonne an erster Stelle und der Mond natürlich und auch die vielen Sterne waren Götter. Noch heute unsere Planetennamen sind ja die alten heidnischen Götternamen von Venus und Mars und wie sie alle heißen. Jetzt kommt die Bibel daher und stellt es in Frage. Dabei war die Astrologie in der Antike, im alten Orient, eine Wissenschaft vom Zusammenhang zwischen dem irdisch zugeteilten Schicksal und dieser Konstellation der Sterne da oben. Und das wurde mit größtem Ernst betrieben. Und die Vorliebe gerade von Gewaltherrschern für Astrologie können wir in Deutschland sogar bis in die Nazizeit sehen. Die ganzen Nazi-Preußen waren versessen auf Astrologie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht Astrologie auch heute bei vielen mehr als es eingestehen wichtig ist. Und jetzt kommt die Bibel daher und sagt, dass das, was alle da oben für Götter halten, von denen unser Schicksal abhängt und wo wir immer
Sagen Sie, das sind Positionsleuchten, die Gott da oben als Firmament gesetzt hat. Geradezu atheistisch muss das der damaligen Zeit vorgekommen sein. Gott hat die Himmelslichter, die Lampions ans Firmament gelegt. Und für unser Schicksal sind nicht der Lauf der Gestirne zuständig, so allein die Treue und Liebe zu unserem einen lebendigen Gott. Für die Bibel ist, wer sich nach den Sternen ausrichtet, wie eine Katze, die immer so nach Glühwürmchen hascht. Nur dass Katzen nie auf die Idee kämen, die Glühwürmchen für Götter zu erklären. Wozu aber nimmt Gott jetzt diese Lichter am Himmelsgewölbe? Einerseits heißt es hier, Sonne und Mond ganz pragmatisch werden dazu genommen, um Tag und Nacht zu scheinen. So gibt es einen Rhythmus vom Wachen und Schlafen, und der ist gut. Und dann folgt eine zweite Begründung. Zwar direkt, das allererste, was dann gesagt wird, heißt, Gott scheidet diese Lichter da oben zur Bestimmung von Festzeiten, von Tag und Jahr. Das heißt, die ganze Schöpfung hat ihre Richtung oder ihr Ziel oder ihren Sinn im Fest, im Feiern. Die ganze Schöpfung läuft hinaus auf den Sabbat, auf den 7. Tag, der heilig sein soll. Die dritte Scheidung betrifft also die Scheidung von Arbeit und Ruhe, die Scheidung von Fest und Alltag, von Heilig und Profan. Und wenn ich anfangs versucht habe, diese Begriffe Chaos und Finsternis in die Macht zu rufen, die die Menschen zu verschlingen drohten, dann erhalten wir hier die erstaunliche und doch wesentliche Antwort auf die Frage, wie Gott uns vor dem Chaos bewahrt. Was macht Gott, damit wir nicht verschlungen werden von der Finsternis? Indem er heilige Zeiten schenkt. Orte und Zeiten aussondert, die nicht kommerzialisiert und nicht verzweckt werden dürfen, sondern die ganz für sich stehen. Gott selbst, so sagt die Bibel, gibt uns Menschen ein Vorbild, indem er am 7. Tag ruht. Gott erschafft damit zugleich das, was als Lebensraum für den Menschen mindestens so wichtig ist wie alles andere. Das wirklich wichtig ist für uns Menschen. Heiliges, Unverfügbares, etwas, was in sich wertvoll ist und keinen Preis hat. Feste, Feiern des Lobpreises. So erinnert mich, dass so in den Mittelpunkt gestellt wird, diese dritte Unterscheidung des Schöpfungshandels Gottes daran, das verschleicht meine kleine Finsternis am meisten, die Arbeit ist, in der ich unterzugehen drohe und die Flut der E-Mails, in der ich ertrinke. Dann ist mir völlig klar, gerade wenn ich viel Arbeit habe, kann ich mir nicht erlauben, keine Zeit des Gebets zu haben, keine Zeit der Ruhe, keine Sache zu haben, sondern gerade dort ist das Geschenk Gottes, ist es die Glocke, die zum Gebet ruft. Also dreifache Scheidung macht die Schöpfung Gottes gut und wertvoll. Wo ich als Mensch aus der Beziehung zu Gott lebe, wird Licht von Finsternis unterscheidbar. Wo ich aus der Beziehung zu Gott lebe, scheiden sich die bedrohlichen Wasser und öffnet Gott einen Raum festen Bodens, wo ich leben kann. Darauf kann ich vertrauen. Und drittens schenkt Gott uns die Sterne als Kalendermarkierungen für feste und geheiligte Zeiten, um knechtische Arbeit von Freiheit des Heiligen zu scheiden.
Wenn Sie daheim vielleicht mal selbst die Bibel zur Hand nehmen oder den Zettel, den Sie mitnehmen können, diesen kleinen Ausschnitt vom Anfang der Bibel, dann werden Ihnen wahrscheinlich ganz andere Dinge auffallen, als das, was ich jetzt mit den dreifachen Scheidungen hier herausgehoben habe. Aber ich denke, eines ist deutlich, die Bibel ist hier am Anfang ganz sicher eines nicht, nämlich ein platter naturwissenschaftlicher Text. Am Schluss muss man darauf nochmal zu sprechen kommen, weil es gibt ja Leute, die meinen, man müsste so etwas lesen als Widerspruch zu den naturwissenschaftlichen Evolutionstheorien. Meiner Ansicht nach sind solche Menschen, die denken, da ist ein Widerspruch, Blasphemisten. Das ist ein Blasphemie zu meinen, dass das heilige Wort Gottes ein Biologieschulbuch ist. Stattdessen können wir von dem, wovon die Bibel Zeugnis gibt, ganz anderes lernen, nämlich Heilsames und Lebensförderliches. Ich habe das ja versucht darzustellen, wie so eine besondere Form von biblischen Text dadurch entsteht, dass alte heidnische Mythen und Geschichten von gläubigen Menschen erzählt und aufgenommen und verwandelt werden, bis es dann schließlich in einer bestimmten historischen Situation aufgeschrieben wurde und so Zeugnis gibt und zu unserer heiligen Schrift wird. Die Menschen haben sich gefragt, was die ihnen geläufigen Thesen damals über den Ursprung und das Werden und die Entstehung der Welt bedeuten, wenn es stimmt, dass Gott sich ein Volk berufen hat und dass er wahrhaftig der Herr des Himmels und der Erde ist, der gütige und barmherzige, reich an Huld und Treue. Was stimmt dann von dem, was uns überliefert ist, über die Entstehung der Welt? Das Ergebnis ist also eine Revision der altorientalischen Weltweisheit im Licht des Glaubens. Und das ist unsere heilige Schrift heute und Maßstab auch für uns. Wenn ich das so verstehe, dann hat das sehr wohl etwas mit Naturwissenschaft zu tun, allerdings völlig anders. Denn dort, wo moderne Wissenschaft übergriffig wird, wo Menschen meinen, aus messbaren und zählbaren Beobachtungen und Theorien über Sinn und Ursprung des Lebens reden zu können, dort sind sie genauso daneben wie diese Pseudotheologen, die meinen, aus der Bibel Naturwissenschaft ableiten zu können. Ich denke, es ist vielmehr an uns Christen in der Tradition des Volkes Israel die Weisheit der Welt, das, was wir aus Zeitungen, Schule, Büchern kennen, einer Revision zu unterziehen, die fragt, und was ist der Sinn von dem Ganzen? Also nach dem, was Fakten alleine verschweigen. Ich will mal klar machen, moderne Wissenschaft kann ja immer nur im Kern aufzeigen, dass A und B mit höchster Wahrscheinlichkeit gemeinsam auftreten zu der Zeit und dass dieses Phänomen beschrieben werden kann in Naturgesetzlichkeiten. Das bewährt sich dann auch in der technischen Umsetzung. Wir bauen Maschinen danach. Wir haben eine Hypothese darüber, ja, die macht A und B, das bewirkt und so etwas. Aber warum das geschieht, was die Naturwissenschaft uns lehrt, darüber kann eine Naturwissenschaft, die sich selbst ernst nimmt, keine Auskunft geben. Einfach deswegen, weil die Methode der Naturwissenschaft es nicht hergibt. Aber an der Stelle bin ich als mündiger Christ und glaubender Mensch gefragt, das, was ich als Weltweisheit höre und kenne und lerne und was ich bewähre in meiner Praxis und im Beruf, das in Zusammenhang zu bringen mit meiner Glaubenserfahrung. Wir das in Zusammenhang bringen mit Glaubenserfahrung. Das ist, wenn ich die Faszination einer Evolution des Weltalls und der Natur studiere und dieses faszinierende Werden der Dinge begreife und es führt mich zu einem Staunen über das Werk Gottes. Genau diese Fakten, die die Naturwissenschaft beschreibt, kann mich hineinführen in ein Staunen über das Werk Gottes. Was ist es, wenn diese Evolution der Dinge mich lehrt, Evolution des Geistes zu sehen? Was, wenn wir so neu lernen, wie alles in Gott, dem einen, seinen Ursprung hat und sich im Glauben offenbart, dass das, was ein oberflächliches Auge wie nackte Gesetzmäßigkeit oder kalten Zufall aussehen lässt, in Wirklichkeit auf einen Punkt zuläuft, an dem sich Christus als Zielpunkt des Alls darstellt.
Sie kennen es vielleicht wieder, der französische Naturforscher Pierre Teilhard de Chardin schon vor über 50 Jahren eine solche Sicht der Evolution in seiner Christusmystik entwickelt hat. So möchte ich am Schluss nicht zu Wort kommen lassen. Er schreibt sein Buch Der göttliche Bereich. Unter dem Einfluss unseres Glaubens kann das Weltall, ohne äußerlich seine Züge zu verlieren, geschmeidig werden, sich beseelen, sich überbeseelen. Glauben wir, dann beginnt alles um uns herum zu leuchten und nimmt Gestalt an. Der Zufall ordnet sich ein, der Erfolg erhält eine unzerstörbare Fülle, der Schmerz wird zur Heimsuchung und zur Liebkosung Gottes. Hingegen zögern wir, dann bleibt der Fels ohne Wasser, der Himmel schwarz, das Meer heimtückisch und stürmisch, und wir könnten angesichts unseres verpfuschten Lebens die Stimme des Meisters hören: O ihr Kleingläubigen, warum denn habt ihr gezweifelt? Die erste Lesung der Osternacht berichtet von der Schöpfung im Anfang, dem Urgrund von allem Sein. Und dieser Anfang, den Gott setzt, hat für Gott das Ziel im Menschen, den Gott als sein Abbild geschaffen hat. Und alles, was ich gesagt habe oder was Ihnen in der Lektüre dieses Bibeltextes aufkommen mag, das hat sein Ziel darin, dass du Mensch Abbild Gottes bist. Sie das vorstellen, in der Antike war das so, dass das Abbild des Königs, das aufgestellt wurde als Standbild am Marktplatz, sozusagen den König repräsentierte, wenn dieser nicht gegenwärtig war. Durch das Abbild möchte das Urbild sichtbar und gegenwärtig werden. Das ist das Wort, das hier verwendet wird. Also, wir Menschen sollen im Gegenüber zur Schöpfung und zueinander Abbild Gottes sein. Und Gott traut uns das zu. Trotz allem. Und Gott selbst hat uns die Hilfe gegeben, dass diese Revision Wirklichkeit werden kann. Gott ordnet das Chaos, bannt die Finsternis. Die Schöpfungserzählung am Anfang der Bibel ist damit selbst schon ein Evangelium, eine gute Botschaft. Deswegen beginnen die Lesungen der Osternacht mit diesem alten Text, weil es den Blick öffnet für das neue Leben, das wir in der Osternacht feiern. Der zweite Text in der Osternacht wird ebenfalls aus dem Buch Genesis sein und ein sehr dramatischer. Es ist die Geschichte von Abraham und Isaak und Gott, der Abraham auffordert, Isaak zu opfern. Ich freue mich sehr, dass wir Schwester Gudrun Steiß gewinnen konnten, das zu einem geistlichen Impuls zu machen am kommenden Donnerstag, Genesis 22. Gudrun Steiß gehört zur Kongregation der Klavierschwestern, eine auch aus der Tradition der Jesuiten stammende Schwesterngemeinschaft, die seit einem Jahr hier in Hamburg tätig ist. Sie kommt aus Frankreich und wird uns eine geistliche Auslegung und einen Vortrag geben zur Opferung Isaaks in der musikalischen Begleitung von Matthias Gruber.
der herzliche Einladung für kommenden Donnerstag. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.